Der richtige Samichlaus. Es hat ein Schäumchen geschneit, wo der Vater mit dem Resu am Hund gegen den Wald rauf ist. Der Himmel ist grau gestanden und die Tannen haben schwarz geschwiegen. Auf den Feldern ist der Schnee wie eine verlöcherte, armütige Decke gelegen. Der Vater ist gleichmässig gelaufen, die Hänge in den Säck, der Mantelkragen aufgeschlagen. Der Hund ist vorausgesprungen und ging wieder bleiben stehen, für am Wegrand etwas zu schnüffeln. Der Res ist hinten reingekommen, weil er probiert, Schneeballen zu machen. Und dazu hat er etwas von einem Schneemann berichtet. Als sie in den Wald hineinkamen, ist es dämmerig still geworden, fast schon andächtig. Der Res hat sich zum Vater suchen gelassen und auch der Hund ist nicht mehr so weit fort. Im Waldhäuschen sind sie bleiben stehen und der Vater hat im Sinn umzukehren. Da hat der Bub der Vater am Ärmel gezupft und geküschelt. «Gell, da wohnt der Samichlaus.» «Nein, hat der Vater gesagt und ihn bei der Hand genommen. Dort hat es Saginen und Bieli und Pickel und Schaufeln drin.» Und beim Durchablaufen hat er erzählt. Vor manchem Jahr hat einmal ein Mann gelebt, der Nikolaus geheissen. Der hat gesehen, dass sie in seiner Stadt einen Haufen Kinder hatten, die Hunger leiden und sich überhaupt nichts auf die Weihnachten freuen durften. Der Nikolaus hat sich gesagt, das muss anders werden. Und er hat einen grossen Sack genommen, hat ihn mit Früchten und Gutzli und sonst noch allergattig guten Sachen vollgestopft, auf einen Seseli geladen und ist damit in die Stadt. Dort hat er die Äpfel, Orangen, Feigen, der Schokolade und die Gutzli verteilt. Das hat ein Freudengeschrei gegeben. So feine Sachen haben die Kinder noch nie gehabt. Der Nikolaus hat versprochen, er käme das Jahr darauf wieder und ging alle Jahre, wenn sie lieb sind und folgen. Und das Jahr darauf ist der Nikolaus wieder gekommen. Eine ganze Karre voll herrliche Sachen hat er mitgebracht. Und ein Knecht ist mit ihm gekommen, für das alles helfen zu verteilen. Nicht nur Güezi und Nüsse und Schoki hat er das mal gegeben. Auch Kappen und Pullover und sogar Schuhe haben die Kinder bekommen. Aber für die nicht folgen wollten, hat es eine Rute gegeben. So ist der Nikolaus jedes Jahr für Jahr vor den Weihnachten gekommen, hat Mandarinchen und Grittibänze und Lebkuchen verteilt. Die Kinder hatten schon auf einer Plange, haben Versli gelernt. Und manches Kind hat auch ein bisschen geangstet wegen einer Rute. Aber meistens ist es gut gegangen, weil der Nikolaus lieber Freude hat gemacht als Angst. Als der Nikolaus schon manches Jahr in seinem Kapuzenmantel um einen langen weißen Bart ist den Kindern Süssigkeiten und Kleider verteilen, ist er alt und müde geworden und musste sterben. Gerade dann, wo es wieder Zeit war, für den Kindern Freude zu machen. Ratlos sind seine Freunde um das Bett vom Nikolaus gestanden. Haben jetzt die Kinder vergebens plangen? Haben sie ihre Versli für nichts gelehrt? Nein, das hätte nicht dürfen sein. Hurtig hat sich einer von den Mannen als Nikolaus verkleidet. Er hat den roten Mantel mit der Kapuze angelegt, einen Wattenbart angeklebt und so hat niemand gemerkt, dass das gar nicht der richtige Nikolaus ist. Die Kinder haben ja schon gewartet und jetzt haben sie ihre Versli dürfen sagen, haben ihre Säckchen bekommen, Merci gesagt und Freude gehabt und versprochen, sie wollen das nächste Jahr wieder lieb sein. Und als der verkleidete Nikolaus mit dem leeren Wagen wieder heimzu ist, haben sie ihm nachgewunken. Von jetzt an ist jedes Jahr einer der Freunde vom Nikolaus verkleidet in die Stadt gegangen, hat den Kindern Geschenke gebracht, sie gerühmt und manchmal auch geklopft mit der Rute, wenn sie es nötig hatten. Mit der Zeit ist aus dem Nikolaus ein Sankt Nikolaus geworden. Ein Santiklaus oder ein Samichlaus. Von einer Stadt zur anderen ist der schöne Brauch gewandert. Und heute gibt es in Haufen Städten und Dörfern einen Haufen Samichlaus. Männer, die sich für einen Tag verkleiden, Bart ankleben und den Kindern Geschenke oder Ruten bringen. Gerade als sie unten auf der Strasse angekommen sind, war der Vater mit Erzählen fertig. Der Bub hat geschwiegen und dieser Geschichte für ein Zeitchen nachgestudiert und auf einmal hat der Vater etwas schüch gefragt: «Bist denn du auch ein Samichlaus?» «Ja, ich war auch schon einer», hat der Vater gesagt. Und als sie zu den Häusern gekommen sind, hat der Res die Hand vom Vater ganz fest gedrückt und geküschelt. «Wenn ich dann gross bin, will ich auch Samichlaus werden.»